Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig und dann gehen wir mal dem Captain hier hinterher. Schwer zu sagen, man verliert schon das Zeitgefühl da draußen. Und wo kommt die Ausrüstung her? Die Munition? Ich habe für ein paar Camps gearbeitet, als Kopfgeldjäger, hauptsächlich. Freaks oder Menschen? Beides. Ich war dafür bekannt, ein guter Fährtenhund zu sein, wissen Sie. Welche Camps? Wo sind sie? Sie lagen hinter dem Farewell-Tal, aber das ist egal, sie sind weg, überrannt. Russell sagt, Sie waren da, als es Silver Lake erwischt hat? Oh, ja. Das war ein Anblick, sag ich Ihnen. Gab's Überlebende? 1, 2, 1, 2, 1, 2, immer im Tag. Jawohl, Sergeant. Hier herrscht wohl generell ein anderer Ton. Die sind straffer organisiert. Und ich freue mich immer noch, wo der Ring herkommt, der in der untere rechte Bildschirmreihe rumtanzt. Milizscheine, Camppunkte. Bezahlung für Ihre Hilfe. Gehen Sie damit zum Proviantmeister. Okay. Sie wollen beitreten? Bleiben Sie. Wir werden schon bald von hier abrücken. Und wo soll's hingehen? Sie sagten, Sie können Spuren lesen. Ja, schon. Das ist kein Drifterleben. Wir kämpfen einen Krieg. Sind Sie dazu bereit? Ist das jetzt schon alles? Ich rekrutiere. Aber der Colonel nimmt den Eid ab. Sie bleiben hier. Helfen uns. Und ich bringe Sie zu ihm. Ich bin bereit. Gut. Ja, wie Sarah an Sarahs Ring. Der Typ hat meinen Ring. Ja, Er hat ihn Sarah geklaut. Er muss ihn geklaut haben, denn sie hätte ihn nie hergegeben. Und das bedeutet, dass sie hier ist. ja. Also wie es aussieht, können wir bei deiner Jungs beim Diamond Lake jetzt auch eine Schnellreise machen. In die Richtung geht ja mal gar nicht. Weil, wie gesagt, alles hier ist gesperrt. Wir sind jetzt in dem Tal drin. Sieht nicht nach Milizionär aus. Finde einen Drifter, den du befragen kannst. Erstmal gucken wir mal. Hier können wir leider nichts vertickern. Hier sind wir auch praktisch mal wieder Neuling. Mechaniker? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Lucas Monroe. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Deacon St. John. Tja, Der kann uns auch ein bisschen was helfen. ich habe alle möglichen Motorradteile, wenn du Punkte hast. Mhm. Ja, danke. Das ist gut, er kann uns auch ein bisschen was aufrüsten, dafür brauchen wir allerdings mehr Geld. Na? Wir brauchen mehr Geld, aber er kann uns ein bisschen was machen. Okay, das ist schon mal Na dann. gut zu wissen. Dann gehen wir mal zum Waffenhändler. Später. Was gibt's? Bist du neu hier? Ich bin Ava Servus. Bergstrom. Meine Freunde nennen mich Bergie. Deacon St. John, ja, ich bin gerade erst angekommen. Gut, Deacon St. John. Du machst deine Arbeit und wir werden gut miteinander auskommen. Okay? Okay, Waffe kann ich Ja, hier Ma'am. nicht kaufen. Los, reißt euch zusammen. Ja, Servus. Gut, Waffe können wir nicht kaufen. Schade. Aber Wie weil geht's die müssten eigentlich die fette Sache haben. Oder? Ich muss einfach fragen, du scheinst sehr weit von zu Hause weg zu sein. Ich habe am Community College hier Theater studiert. Auf geht's, Schnabeltiere, auf geht's. Euro. Ich war eine Austauschstudentin aus Yokohama in Japan. Hm, Ja, das hatte ich mir gedacht. Ja, okay. jedenfalls, wie man so sagt, weit weg von zu Hause. Oh, Das kann man so sagen, ja. Wiedersehen. Ciao. Okay, Japanerin also auch noch. Hier, mit dabei. Tja, großartig mehr. Was machen wir dann jetzt erstmal? Finde einen Drifter, den du befragen kannst. Genau. Gucken wir uns da erstmal ein bisschen um. Reißt euch zusammen. Noch haben wir nichts, dass wir uns was ordentliches dafür kaufen könnten. Gucken wir uns mal die Leute an. Die Rekruter. Ja, durch die Kutte wäre er natürlich auch hier stark aufgefallen. Und er wollte wohl nicht stark auffallen, ne?
Ich bin sehr, sehr gespannt, was so jetzt noch auf uns zukommt. Aber die scheinen irgendwie alle mit dem Bike zu fahren, nicht mit dem Humvee oder so. Aber bei denen kriegt man bestimmt die geile Waffe mit Militärstandard. Hey, du siehst nicht gerade nach Miliz aus. Nein, Mann, ich heiße Wade Hill. Nenn mich einfach Wade. Deacon St. John. Hör zu. Du Scheiße, Deacon St. John ist ein alter Prediger oder sowas? Nein, Mann, was für ein Hammername. hör zu. Wade. Siehst du das, Mann? Das hier ist echt verrückt. Ja, Puh, also, willst du beitreten, zur Armee gehen, Soldat spielen ich und weiß so? nicht. Vielleicht, hör zu. Du siehst aus, als wärst du gerade erst gekommen, stimmt's? Ja, Mann, erst gestern. Okay, Gestern. ich war- Soll diesem Colonel vorgeführt werden oder so ein Scheiß. Mit ein paar Leuten unterwegs, wir wurden getrennt. Hast du diese Frau schon mal irgendwo gesehen? Nein, Mann. Oh, aber sie ist heiß. Wäre was für mich, ja? Ich muss los, Mann. Sie gucken nach, ob ich Läuse oder so einen Scheiß hab. Viel Glück für dich, Deacon St. John. Scheiße, was ein Name. Ist das gut? Der Typ ist im Arsch. Der würde Sarah doch nie im Leben wiedererkennen. Ja. Schon Sarah. Ja, der Typ hat mal einen Steckst du. ziemlich fertiger Eindruck gemacht. Vielleicht in einem von den Zelten da. Ja. Vielleicht hier drin. Ja, Krankenstation wäre ja was für sie. Ich meine, bei ihrem Werdegang wäre das logisch, oder? Richtig. Hier nicht. Der Drifter war ja schon ein ziemlich fertiger Typ. Okay. Aber ihr Bild war stark verpixelt, lag dann auch wieder an der Auflösung vom Spiel. Ach, verdammt. Hier ist sie auch nicht. Aber da liegt was, ein Sammelgegenstand. Wird jetzt mal im Molotow verdeckt. Kuri, dienen und schützen. Und ich kann die Kinder haben. Sie zu verlieren wäre... Da drüber ist noch was. Können wir auch noch mal reingucken. Oder müssen wir reingucken. Muss es sein. Danger, Munitions, No Smoking. Also, da habe ich einen Rara drin. Sarah, bist du hier? Shit. Hier nicht. Ja, vielleicht hat sie auch einen anderen Namen Sie ist angenommen. nicht hier. Aber, naja, klar, das wäre auch zu einfach, oder? Ja. St. John, sind Sie auf diesem Kanal? Corporal Russell sagt, Sie hätten ein Funkgerät. Ja, ich höre. Kommen Sie zum Tor. Okay. Schon unterwegs. Trifft Captain Kuri beim Tor. Da sind wir. Wir sind abfahrbereit. Was ist mit Ihnen? Bereit, wenn Sie es sind. Haben Sie viel Arbeit reingenommen? Ja, ein bisschen. Aufmachen! Aber an sich sieht der Typ schon ganz cool aus. Ich hoffe, der erweist sich nicht als Arschloch. Ja, ich kann fahren. Offizier und Gentleman. Beweisen. Ich will sehen, ob Sie was können, St. John. Wie hat er überlebt? Gott, das Land sieht echt übel aus. So ein schöner Name, Diamond Lake. Sieht es ziemlich hässlich aus, Also die was zum Gegend. Teufel ist da passiert? Ich meine, es sieht aus wie ein Waldbrand, aber Ja, die Baumstümpfe sind verkohlt. Das heißt, sie wurden gefällt, bevor es gebrannt hat. Gutes Auge. Das ist die Todeszone. Wir bauen unsere Barrikaden, dann fangen die Brand. Vom Außenposten aus können wir die Horden früh genug entdecken. Und Sie wollen alles abfackeln, damit Krabbler und Schwärmer keinen Schlafplatz mehr haben? Die Freaks gut, was? Wie gesagt, ich war sehr lange da draußen unterwegs. Das ist der Plan, ja? Der Miliz, meine ich, einfach alles abfackeln? Wir führen Krieg, St. John. Wir tun alles, um ihn zu gewinnen. Krieg. Das ist es doch, oder nicht? Für Krieg. Sie waren da draußen, haben die Horden gesehen. Das Einzige, was sie aufhalten kann, ist eine Armee. Unsere Armee. Dafür braucht man mehr als eine Armee. Ja, es gibt einen Plan. Der Colonel weiht sie ein. Wenn sie bleiben. Silver Lake. Ja. Sie fragten nach Überlebenden. Haben Sie jemanden? Was? Nein, nicht wirklich. Ich meine, naja, ich war früher mit Leuten unterwegs und dachte, die wären vielleicht hier. Ach, ich dachte, Sie jagen jemanden. Für ein Kopfgeld, meine ich. Ja, nein, ich habe schon viele Typen sehr weit verfolgt, aber nie so weit. Das ist kein Kopfgeld wert.
ist es. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hey, Corporal, der Captain ist hier. Erledigt, Sir. Setzen Sie eine Markierung. Ja, Sir. Gut. Sie fahren zurück zum Diamond Lake. Holen Sie, Taylor heißt der? Ja, Sir. Ja, er muss zum Colonel. Komm um 1800. Sir? Militärzeit, Corporal. Das sollten Sie langsam wissen. Ja, Sir. Und jetzt verschwinden Sie. Ja, Sir. Was gefunden? Wie lange war, Vasquez? war Vasquez bei Ihren Leuten? Ein paar Wochen oder länger. Er war fleißig. Was zum Teufel? Hattet ihr Probleme bei der Vorratsbeschaffung? Plündererangriffe? Ja. Okay, wir gehen ab hier zu Fuß weiter. Zu Fuß? Warum? Vasquez war nicht ohne Grund hier. Vom Bike aus sehe ich keine Fährte. Kapiert. Und das ist auch noch bei Schnee, das erschwert es auch nochmal, ne? Wo fangen wir an? Ein guter Es hat Soldat. geschneit, 6%. also gibt es keine Stiefelspuren. Offizier und Gentleman, Kommen Sie, 14%. ich will mir die Hütte ansehen. Da ist der Rager wieder. Alter. Ausgerottet. Durchsuche die Hütte. Okay. Mal nichts aufmachen. Moment. Mittlerweile zählt hier jeder Scheiß. Wenn wir bei dem Camp wieder bei 0 anfangen müssen, sollte ich jeden Scheiß hier abernten, den ich finde. Damit ich den ganzen Schampel verkaufen kann später. So. Ja, dann gehen wir mal zur Hütte. Da ist noch ein Wecker. Und Kerosin. Perfekt. Das Zeug kann ich immer gebrauchen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich hier gegen ein paar Horde kämpfe, dann mache ich mich bei denen wahrscheinlich sehr beliebt, ne? Weil die kämpfen wohl nicht nur gegen Freaker, sondern auch gegen Nero, wie ich das mitgekriegt habe. Okay, da haben wir einen Hinweis. Er hat Rationen gestohlen? Munition? Ja. Eine Notration. Halb aufgegessen. Hundespielzeug. Tja, Ihre Männer scheinen ihn beim Essen überrascht zu haben. Könnte was für Jack Sein später Bike steht sein. noch vorne. Er muss also hinten raus sein. Noch ein kleines Rohr noch zum Bastler. Da brauchen wir Hundespielzeug mittlerweile für was anderes zum Bastler. Okay. Hier in der Küche noch irgendwelches Zeug? Ja, natürlich. Jede Menge. Schrott, Bierflasche und Kerosin. Ja, super. Okay. Moment, hier. Was ist da? Der Zaun wurde gekappt. Okay. Ja, hier. Mhm. I see. Und kein Rost. Also erst vor kurzem. Ja, kommen Sie. Hier lang. Okay, Fahneflüchtige müssen wir aufsuchen. Ja gut, Deserteure sind natürlich Arabes, womit sich Armee und Milize beschäftigen. Aber an sich echt ein geiles Gebiet. Die Berge trennen natürlich hervorragend ab. Wundert mich aber, dass die vom Diamond Lake hier noch nicht die vom Lost Lake kennengelernt haben. Oder zumindest die Ripper. Hey, warten Sie mal eine Sekunde. Sehen Sie? Hier. Spuren? Ja, wir haben Glück. Hier lang. Mhm. Halt, Moment mal. Was gefunden? Ja, Patronenhülsen. Kürzlich abgefeuert. Da haben sie gekämpft. Er hielt an und schoss auf irgendetwas. Mhm. Los, hier runter. Ist immer sehr cool irgendwie mit so Spurenleser, finde ich. Wie die sowas rekonstruieren können, ist echt cool. Aber es kommt jetzt auch zu Kämpfen, ne? Na los, verschwinde. Was soll das werden? Hat das je funktioniert, einen Wolf anzuschreien? Ja, kommt drauf an. Sorry. Worauf? Vorsicht! Ich sehe sie. Okay, klar, die große Dinger. Ey. Aber irgendwie scheint das große Kaliber nichts zu bringen bei dem. Autsch. Ah, scheiße. Also von einem Wolf-Arc-Falle wäre es jetzt auch nicht gerade besonders schön, ne? Das war der letzte.
sieht so aus. Gute Arbeit. Naja, wir holen das Fleisch zumindest noch mal raus. Ich will die Tiere nicht umsonst getötet haben. Alles andere wäre hässlich. Die Tiere tötet man nicht einfach so. Wenn, dann bitte alles raus, was geht. Okay, wahre gute Ausbeute, wie es aussieht. Wir zwirbeln uns noch einen Verband rein und stellen noch einer her. Dann wollen wir mal Okay, ich will mir das mal ansehen. Hirschkadaver, an dem sie wohl genagt haben, ne? Sieht aus, als hätten die Notrationen ihrem Mann nicht gereicht. Ein ganz sauberer Kopfschuss. Ja, und die Wölfe haben den Schuss gehört und waren hungriger als Vasquez. Jo. Ja, der Rest des Rudels näherte sich aus dieser Richtung, von Osten. Sie glauben, die haben Vasquez vertrieben und einer hielt hier Wache? Ja, das wäre mein Tipp. Gut, mal sehen, ob sie recht haben. Okay, schauen wir mal. Aber Sind hier die... draußen denn viele Wölfe? Also, die nicht infiziert sind, meine ich. Wir sehen fast jeden Tag welche. Als ich ein Kind war, früher, gab es keine Wölfe in Oregon. Es gab Kojoten, aber keine Wölfe. Die waren längst ausgerottet von Ranchern und Farmern, Holzunternehmern. Ja, sie scheinen sich recht gut erholt zu haben. Ja. Und die macht wohl jetzt auch eher mehr, ja, zum Schein gut Freund hier mit Kuri. Weil wir wissen nicht, woher den Ring hat. Was ist das? Ein Rucksack. Einer von unseren. Boah, da hängt die Darmschlinge schon raus bei dem Wolf. Er warf den Rucksack ab, um zu fliehen. Nein, er wollte Zeit gewinnen. Er fiel auf seinen Arsch, wollte wegrobben, aber der Wolf sprang. Vasquez ließ den Rucksack zurück. 2 Schüsse. Das sehen Sie alles? Wer? Er ist halt gut. Deke ist halt gut. Und wie gesagt, bei Kuri erstmal nochmal freundliches Gesicht auflege und nett sei, hilfsbereit sei. Wir wissen ja nicht, wie er zu dem Ring kam. Und ob Sarah ihn nicht möglicherweise verloren hat und er ihn aufgefunden hat. Der ist nicht auf der Karte. Die gibt's überall in der Gegend. Ich will's nämlich irgendwie klar war, Das warum Vasquez hier lag. weil Kuri einen netten Eindruck macht. Oh. Hier lang. Ja, ich bin gleich da. Okay, Ich muss sagen, ich bin's leid, mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. ja. Den Schwarm angegriffen? Ja, schon ein paar Mal. Man muss in Bewegung bleiben. Wenn Sie der Miliz beitreten, müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Wir sind nicht wegen der Freaks hier. Die Außenwelt, Freaks töten, geht irgendwie Hand in Hand, oder? Ja. Wollen wir? Okay, ja. Gehen wir erstmal von den Gräbern weg. Die Kälte wird noch mehr von ihnen. Oh, die marschieren gerade. Ich glaube, die riechen Leichen meilenweit. Teil Ja. unserer Strategie der Brandrodung ist es, diese Gräber zu finden, auszuheben und alles zu verbrennen. Naja, dann viel Glück damit. Es gibt Hunderte davon. Schon allein in dieser Gegend. Irgendwo muss man anfangen. Gut, wohin jetzt? Weiter, nach Osten. Okay, also die Freaker-Horde marschiert wieder. Was haben Sie? Verfolgt ihn sonst noch jemand? Nicht, dass ich wüsste. Ah, dann ist er entweder tot oder er hat viele Freunde. Da, über seinen Spuren sind Reifenspuren von anderen Bikes. Von vielen Bikes. Okay. Na gut. Mal sehen, wo Sie hinwollen. Man hört noch die Freaker in der Gegend. Freaks raus? Ja. Kälte, Schnee, Regen, Wolken. Wie ich schon sagte, Sie kennen Ihre Freaks gut. Im Hauptquartier werden einige Leute mit Ihnen reden wollen. Leute? Der Colonel weiht Sie ein, wenn Sie bleiben dürfen. Ja, ich glaube, das sagten sie schon. Er führt ein strenges Kommando. Ich will keine großen Hoffnungen. Ey, nur keine Sorge. Es ist mir echt egal, wie das ausgeht. Aber fähige Leute werden hier immer Da war gesucht. was. Ja, es kommt aus dem Holzfällerlager da drüben. Ist das auf der Karte? Ja, Dann ist es auch auf Vasquez Karte. na los. Wenn Vasquez hier ist, was wäre Ihre Strategie? Ich meine, wenn Sie an meiner Stelle wären. Schleiche zur verlassenen Sägemühle? Da hat man doch hier schon die Sägemühle. Hi. Okay. Tja, er ist nicht allein. Das sieht man an den Spuren. Und man hört ihn und seine Freunde von hier. Ja, welche Strafe steht bei der Miliz auf Fahnenflucht?
Mord. Dafür wird man bei uns gehängt. Das gilt für Nett. beides. Wieso? Tja, das heißt, dass Vasquez nicht kampflos aufgibt. Die wenigsten lassen sich, glaube ich, freiwillig hängen. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt hier Lustiges kommt. Ich bin gespannt. 5 Minuten haben wir noch. Okay. Aber du scheinen auch wieder ordentlich Menschen zu sein. Die sollten dann nicht so viel Lärm machen, wenn eine Horde in der Nähe ist, ne? Ist nicht so gut. Ist jemand dabei? Ja, das ist er. Sie sollten Ihre Rekruten sorgfältiger auswählen. Er scheint sich ja pudelwohl zu fühlen. Wir warten ab. Ich rufe Verstärkung. Nimm deine verdammten Hände weg! Oh, eine Kämpferin, Jungs. Was meint ihr? Ja, das werden wir sehen. Na, ich habe ein Problem mit Arschlöchern, die wehrlose Frauen bedrohen. Das ist ein Befehl. Befehl? Trage ich etwa ein rotes Armband? Sie befehlen mir gar nichts, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. Sehr gut die Einstellung, Deke. Wir lassen hier keine Frau vergewaltigt werden. John, mehr Männer. Ich. Vor allem auch noch, dass Frauen da mit dabei sind. Wie können Frauen das zulassen, dass andere Frauen vergewaltigt werden? Na? Ist ein bisschen zu weit weg. Gut zurück, gib mir Deckung, gib mir Deckung! So, warte mal. Kuri ist hinter mir. Mehr Männer. Vor. Ja, ich sehe es. Getroffen! Ich bin getroffen! Oh. Tot. Und ebenfalls tot. Okay, da ist noch ein Sniper. Irgendwo hier, ja. Ich sehe es. Aber kommt aus der Gegend. Ja. Da können wir auch was machen. Hoppla. Na. Okay. Es sind noch 4 Leute übrig. Ich wäre sehr wohl Gewinner, du kannst davor ausgehen. So. Die Leute plündern mal auch noch. Warum läuft er die ganze Zeit durch die Gegend? Damit er nicht so Ziel ist, du Dappschädel. So. Okay, da war noch eine Dose dabei bei dem. Da drüber war noch, ja, Kuri gibt mir nicht wirklich Deckung, habe ich das Gefühl. Von dem hätte ich mal ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Aber ich will irgendwie hoffe, dass der Typ nicht Sarah niedergemacht hat oder sonst irgendwas. Sondern will irgendwie hoffen, dass es ein netter Kerl ist. Dass er zu der Gute gehört. Oh, scheiße, Moment, ich muss mal so rum. Oh ne, da kommen wir gar nicht durch. Da können wir auch nicht hochklettern. Da müssen wir durch die Häuser gehen. Danke, ich seh's. Ich sehe gerade gar nichts, aber okay. Tja, irgendwie müssen wir ja da durchkommen können, ne? Oh, das ist gesperrt. Tja, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ah, da ist doch schon... Ne, das ist Kuri. Das war Kuri. Alter, mal Gaula. So. Irgendwann musst du stehen bleiben! Nö. Autsch. Hey, ey, ey, ey. Hier ist irgendjemand. Ja. Nix so. Autsch. Oh, die haben mich einer getroffen. Sehr mal's gern, ne? Au, 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 au. Sausäck. Okay, die haben mich ja gar nicht getroffen mit ihrem scheiß Molly. Okay, raus. Mensch, da ist doch noch einer. War das der letzte? Okay. Rette die Geisel. Ich glaube schon.
glaube, die haben sich gerade selber verbrannt, die Idiote. Kann das sein? Holen wir uns ihren Mann. Vasquez ist nicht mein Mann. Nicht mehr. Ja, Vasquez ist jetzt nur noch so ein schmierige, dreckige Vergewaltiger. Und mit so Typen gehen wir ziemlich rabiat und schnell um. Ups, Moment. Da war noch Zeug. Mit so Typen habe ich eigentlich... Ach, upsala, ich verschwinde immer mehr aus dem Rand. Mit so Typen habe ich auch keinerlei Mitleid. Die werden jetzt einfach nur eliminiert. Fest verriegelt. Falsches Ding. Hilfe. So kommen wir auch nicht durch. Ach, wo laufe ich dann wieder rum? Ich heudoi. Ja, bis ich mal ankomme, ist die arme Frau auch schon tot. Wo gehe ich dann hier? Oh Gott, nochmal. Kein Plan von nix habe, aber durch die Gegend rumrennen, ne? Hilfe? Alter, was zur Hölle mache ich denn nur für einen Scheiß? Eigentlich müsste ich ja wieder Schluss machen für die Episode, aber ich möchte eigentlich auch wieder meine Aufnahme eigentlich für heute beenden, für den Tag. Das heißt, ich müsste es eigentlich jetzt relativ zügig noch zum Ende kriegen, bis hier ein Speicherpunkt wieder angelegt wird. Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ja, hier. Okay. Sie halten Wache, falls noch jemand hier ist. Kriegen Sie das hin? Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Oh, die hat schon für sich selber gesorgt und hat den Schwanz abgeschnitten. Gut, die Frau. Oh, hey, ruhig, ruhig. Ich will nur helfen. Ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Okay. Ich gehe einfach darüber. Gut, die Frau. Sehr gut gemacht. Los vom Leitmann! Warte, ganz ruhig. Die gehören nicht. Das interessiert mich einen Scheiß! Okay. Gut, dann würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. An der Stelle mache ich meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Hier hat es gespeichert, deswegen wird schon passen. Also machen's gut und bis übermorgen wieder an der Stelle. Iron Yankee.